Jo, 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 habe die Ehre. Ja, erstmal bombengeil und vielen lieben Dank für die vielen Kommentare und dass es eigentlich ganz gut ankommt. Das motiviert. Ähm, ja, ich habe mal weitergemacht hier. Wieder ein kleines Update zu Kaserne und ein paar kleine minimale Fehlerchen habe ich noch ausbessert. Zwar, zum einen, demonstrieren wir gleich einmal, wenn man irgendwelche Sachen ausbaut, scheißegal was das ist, ob man Truppen baut, ob man Häusl ausbaut, ob man neue Häuser baut. Immer wenn Rohstoffe abgezogen werden oder dazuzählt werden. Das heißt, dazuzählt so alle paar Sekunden wieder oben, dann blinkt es grün. Und wenn man abzieht, dann hat es einmal rot geblinkt. Ich weiß nicht, ob das schon gefunzt hat in die letzten zwei Videos. Ich glaube es eher weniger. Allerdings habe ich es jetzt alles so umgebaut, dass wenn man zum Beispiel da was ausbaut, das der jetzt einfach einmal mit dem Rohstoffextraktor, juhu, und dann schauen wir da herum auf die Rohstoffe, dann zückt sie da kurz rot ab, blinken rot, yeah, passt und das Ding ist im Ausbau und der Timer läuft ab. Alles wunderschön. Das sind so kleine Fehlerchen und noch ein paar andere, aber die sind jetzt eher unwichtig, die sagt man eigentlich nicht. Was Neues? Ich habe mich mit der ersten Truppenbewegung beschäftigt. Das ist die Unterstützung. Unterstützungen und Truppenbewegungen funktionieren allesamt in der Kaserne, da waren wir letztes Mal schon. Truppen ausbilden und so weiter und so fort. Das demonstriere ich jetzt einfach mal, das ist eigentlich nichts Besonderes. Und zwar am Anfang muss ich natürlich erst einmal Namen eingeben und die Zielkuppel und so weiter und so fort. Das wird alles schon automatisch ausgelesen. Das haben wir, glaube ich, auch letztes Mal schon gehabt. Sagen wir jetzt einfach einmal der anderen Kuppel Mächte 5. Momentan heißen es Panzermarines. Panzermarines schicke, aber nicht als Angriff, sondern als Unterstützung. Sucht man die Nadel, blub, passt alles. Dann wird jetzt da schon im Voraus die Dauer berechnet, sobald da alle Werte eingegeben sind und sich die Dauer errechnen kann. Die errechnet sich ja automatisch anhand von den Truppenbewegungen schon und so weiter und so fort. Und die können später auch durch Technologien schon manipuliert werden. Das heißt, die werden einmal schneller, können mehr Drohungen und so weiter und so fort. Ja. Scheißegal jetzt dabei einmal. Schickt mir dieses Kommando einfach mal los. Yeah, da ist eine Unterstützung auf dem Weg zu Lenadl. In Nadels sonst was Kolonie. Ankunft in 31 Minuten. Timer läuft auch schon ab. Alles ist super wunderbar. Ich sage, wie viele Truppen das sind. Und das ist quasi eine von mir ausgehende Truppenbewegung, die irgendwann irgendwo ankommt. Die werden alle da drin in der Kaserne aufgelöst. Später werden die maximalen Truppenbewegungen auch durch die Kasernenstufe reduziert, dass du nicht eine Truppe dahin schickst, eine dahin, eine dahin, eine dahin und das ewig weit und so weiter. Das heißt, es wird dann begrenzt durch Reichweite und durch Anzahl der Truppenbewegungen und. Funktioniert noch nicht, steht aber auf dem Plan. Ja, das Schöne ist, vorher, beziehungsweise letzten Entwickler-Tagebuch-Eintrag, da hat es noch nicht funktioniert, dass wenn die fertig waren, dann ist einfach nichts passiert und steht fertig dort und es passiert aber nichts. Irrzeit, wenn das abläuft im Hintergrund, dann kämen die tatsächlich auch schon an. Die Truppen werden tatsächlich auch schon in der anderen Kuppel. Ich bin ja wieder so auf meinem alten Browser-Game, dass ich immer anstatt Kolonie Kuppel sage. Kämen die in der anderen Kolonie an, setzen sie da eine und das System erkennt trotzdem nach wie vor, dass das jetzt nicht die Truppen von deinem Kumpel sind, sondern es sind natürlich nur deine eigenen. Und wenn jetzt der Kumpel angegriffen wird, dann helfen deine Truppen beim Kampf demjenigen als Unterstützung. Das heißt quasi, deine Truppen plus die Truppen in der Zielkolonie kämpfen dann gegen Angreifer. Und es können momentan noch, ich weiß noch nicht, ob ich das begrenzen soll oder nicht, aber möglicherweise wird es vielleicht nicht dumm, vielleicht irgendwann mal. Es können zum Beispiel 10 Leute können einen supporten. Dann hat der eine eigentlich gar keine Chance mehr, dass er da angreift irgendwie. Ich möchte es grundsätzlich so halten, dass Verteidigen immer ein bisschen einfacher ist als Angreifen, weil sonst kämen die Leute wieder um 2 in der Früh daher und rammen da über Nacht das komplette Rohstofflager aus und du denkst am nächsten Tag in der Früh, fickt euch bitte alle. Ja, was ist eigentlich Besondere ist, dass die Unterstützung eben schon funktioniert, wird abgerufen. Wenn jetzt die letztendlich ankommt, wir gehen jetzt mal davon aus, Nadel hat mir Unterstützung geschickt. Dann sehe ich das in meiner Kolonie da rechts um. Das ist ein kleines, nettes, lustiges Fenster, das dauerhaft einblendet wird. Ich sehe meine eigenen Truppen. Ich habe jetzt momentan 1752 eigene Truppen stationiert. Wenn ich da draufklippe, klappt das aus. Und dann sehe ich auch noch, welche Truppen das sind. Das generiert sich auch schon alles sehr automatisch und richtig. Das heißt, sobald ich mehrere habe, dann wird die Liste halt ein bisschen länger.
Maximal 5 oder 6 gibt es momentan und dann wird es halt ein bisschen breiter. Kann ich außen einklappen, das ist dieselbe Anzahl, wie ich es auch da in der Kaserne herin sehe. 1402 Space Marines und 345 Panzermarines. Soweit so gut, eigentlich nichts super Tolles, das war eigentlich ganz easy. Aber das Besondere ist, bei mir steht schon Unterstützung. Das säge bzw. ploppt dann eine Zeile drunter auf und auch nur, wenn da wirklich Unterstützung da ist, kann ich aufklappen, dann sehe ich, was für Truppen das sind und dann wird zusammengefasst, von wem diese Truppen sind. Das heißt, wenn jetzt Nadel mir 5 Space Marines schickt, der Hans Wurst schickt mir 5 Space Marines und Leberkass Sepp schickt mir 5 Space Marines, dann steht da 15 und unten stehen die 3 Namen. Also ich sehe zwar noch nicht hundertprozentig genau, wer mir welche Truppen geschickt hat. Ich möchte es gerne zusammenfassen, optisch. Natürlich, das System checkt schon, wem welche Truppen kehren. Aber sonst wird die Listen da so unendlich lang und wenn ich da draufklicke, dann ploppt dieses kleine Fenster bis in die Unendlichkeit nach unten und ich muss rumscrollen und das ist einfach nicht schön. Deswegen steht da, wie viele Truppen, dass du jetzt momentan, also Truppenunterstützungen du stationiert hast und von wem allgemein. Ja, und die dritte Zeile ist, ploppt auch nur auf, wenn denn eine zu dir her unterwegs ist. Das ist nicht die ausgehende Unterstützung, die ich gerade weggeschickt habe. Klappe auf, dann sehe ich, dass zum Beispiel von der Lenadl momentan 5 Space Marines zu mir auf dem Weg her sind. Und es dauert noch 5 Tage, 4 Minuten. 5 Tage ist natürlich wieder vollkommen utopisch. Das schreibe ich bloß da eine, diese Ankunftszeit, damit ich das da programmieren kann, anschauen kann und das optisch also zusammenbasteln kann. Und ja, so hundertprozentig zufrieden mit der Optik bin ich noch nicht, wie das da ausschaut und aufklappt, aber es erfüllt einfach einmal seinen Zweck. Man sieht alles. Die eigenen Truppenbewegungen, die von meiner Kolonie aus weggängen, sehe ich nach wie vor in der Kaserne. Die wird man wahrscheinlich auch noch sehen, ohne dass man die Kaserne aufmachen muss. Das heißt, ein zweites Fenster da herum. Ich habe so geplant, dass die Zeile da herum, diese 2-3 cm, so 100 Pixel breit, wird so eine Infozeile, wo immer drin steht, wenn, keine Ahnung, wenn Angriffe zu dir her unterwegs sind, dann siehst du das natürlich, wann die ankommen und von wem die ankommen. Du wirst nicht sehen, welche Truppen das da ankommen, aber du siehst, dass ein Angriff unterwegs ist. Genauso, dass ich da eventuell noch herin anzeige, die ausgehenden Truppenbewegungen, damit ich sehe, ohne dass ich auf die Kaserne klicken muss, okay, es ist ja gerade noch was unterwegs. Unterstützung, ein Angriff und so weiter. Das heißt, es wird einfach nur diese Listen, die da in der Kaserne herin ist, die wird optisch ähnlich wie die da ausschauen und aufbaut, so smart und minimal wie möglich. Auf der linken Seite halt dann oder da daneben, je nachdem. Und die werden auch dann Angriffe, die einer kommen, die werden auch rot markiert. Angriffe, die ausgehen, die werden gelb oder orange markiert und so weiter und so fort. Ja, das war eigentlich schon das kleine Update. So durchs Blümchen geflüstert. So 50-80% vom Kampfsystem funktionieren auch schon. Das Schwierige war, ich habe im Kampfsystem angefangen, bevor ich die Unterstützungen fertig gehabt habe. Das war dumm, weil natürlich ins Kampfergebnis die Unterstützungen und so weiter mit einberechnet kehren, die Verluste von den Unterstützungen kehren mit einberechnet. Das ist natürlich scheiße, wenn die noch nicht existieren und noch nicht einmal funktionieren. Ja, aber jetzt funktionieren sie. In den nächsten Tag kommt der Angriff und dann kommt das nächste Entwickler-Update. Bis dann!